Hallo, ik ben Trudy en vandaag wil ik reden van nieuwgeborene baby's en waarom die leeg zijn aan vitamine K. So, wenn du een baby gehad, dan weißt du probably, die willen immer die baby een vitamine K spritz geben, voets naar de geboorte. So, nu wil ik erklären waarom baby's leeg zijn aan vitamine K, wenn die geboren zijn. En als dat nodig is, die baby de vitamine K spritz geben oder nicht. So, eerstens, wenn ein baby geboren wird en wenn dat Ende is, dat bloed is niet. Al dat baby bloed is niet ganz aan dat baby. Dus immer een dradel bloed wat ook kan aan de placenta zijn. En je doet ook, wanneer die baby dan geboren wordt, I guess eerstens vitamine K is de vitamine wat beim zijn bloed dikker merken dat. So ja, een baby is leeg om vitamine K, wens dat moet zo dan het bloed gaan. Je doet wens van dat baby geboren wordt en dat dan like durch den vagina kanaal komt dat. En deel van dat bloed dat direct krijgt aan de placenta aan. So that's kind of like die baby wat dan rijdt direct. Bin dat terugkomt. So die baby moet leeg vitamine K hebben, dat het bloed zo gedaan is, dat voets nu dem wat het geboren is, dat het bloed van de placenta kan tegen die baby aanschelen. So wanneer die baby wordt like maar vitamine K hebben, dan wordt dat verstummelen en dat bloed wordt niet zo boezig kan tegen aan die baby aanschelen. So dat is waarom dat baby leeg van vitamine K is, wens dat moet de andere bloed hebben, dat het bloed zo schwin als mogelijk nu die geboorte kan tegen aan dat baby aanschelen. En dan de nächste Punkt, dit is waarom een baby zo vaak een klein beetje jiele worden dat nu die geboorte. Wens, zoals ik al zei, dat wanneer je zwanger bent, dat baby de babykörper heeft niet al dat bloed. So wanneer baby en die is, der organos, dat schaft alle. Je is die baby, dat schluckt dat woede, like wat in zijn buik is, en dat kan ook pushen in die buik. En dit is aber niet schwinget, like dat is niet schwinget pusher en zo wat er hebben, dat baby dat heeft niet kan schwinget in een körper. So like dat woede wat in zijn buik is, dat baby dat drinkt dat roots en dat pusht dat uit en dat kan dat like immer wat doen. En dat baby dat wens dit is, dat de körper die vangt aan te uiven, verwandelt is geboren is. Aber dat denk is like de körper, de babykörper dat schaft, so ja naadjes of like so ja penis, van dat in die körper is, dat plus, dus ik al zijn dat uiven. En gelijk zo is dat ook al die organos, nu dem wat die baby geboren is, wanneer dat baby eerst het uitneemt dat, dit is nu het eerste mal wat die kleine körper zich moet zelfs om leven houden. Zolang als dat baby in die is en dat je connect is aan de placenta, dan is dat door de placenta wat dat baby om leven houden is. So wat nu dem wat dat baby dan geboren is, dit is nu het eerste mal wat de kleine körper zoveel bloed heeft als wat hij heeft. En dus de weten dat de lever is wat dat bloed filteren dat. So dat is waarom een baby jiele worden, dat komt maar van de lever her. En dit is nu het eerste mal wat de lever moet zo zwaar schaffen. So wanneer een baby een klein beetje jiele worden door je wordt, dit is niet in like dat wat is om even angst aan, of dat het een damit denk is. Dit is plus dat dit is het eerste mal wat de lever nu moet zo zwaar schaffen en dat moet dat eerste nu gewaan worden zoveel bloed hebben. So dat is eigenlijk niet wat damit. Nu dat kan zijn worden dat een baby te jiele worden. En dat heeft te doen met wanneer die baby de vitamine K spritz geven is. So wat is de vitamine K spritz? Dit is eigenlijk niet werkelijk vitamine. Dat is niet een naturale, het moet zijn wanneer van eten wordt vitamine krijgen. Dit is zo wat zijn körper leeg kan aannemen en dat verarbeiten en dat actually als vitamine in zijn körper gebruiken. Wanneer dat op baby een spritz geven, dit is niet ware vitamine K. Dit is dus du das wat schwinget an den körper aanspritzen. Dit is een zelfgemerkte ding, dit is niet een naturale ding. So ja, du hast nu wat schwinget an dat baby aangespritzt. En zoals ik al zei, de lever is de filter. En de lever, dat is nu het eerste mal wat dat moet zich waarschuwen. En zoals ik al zei, like, die moet zich nu leren met zoveel bloed om te gaan als wat dat nu heeft. En wanneer dat dan nu hast, die baby deze spritz geeft, nu voelt met de lever ook aanvangen zijn dat schwingje van de spritz uit te filteren. En dit is waar de lever dan te jiele wordt en dat kan een probleem geven. So ja, wanneer dat baby wordt toegelaten, du hast normaal niet gevoel dat dat wordt te jiele worden, bitte, like wanneer dat tussen geboren is, wens dan is dat ook, dat baby dat heeft niet kunnen vorig wassen en die, en nu is dat tussen wordt, dat kan met al dat bloed omgaan. So wanneer dat baby like tussen wordt geboren, dan is het ook niet grotere mogelijkheid dat dat wordt, dat het te jiele wordt worden. Maar wanneer die baby like, bij de normaal, like te de laatste, du was bij de enge zwangerschap gegaan en dat wordt normaal geboren, like niet steeds aardig. Die baby is zo groot als maar dat zal wassen en alles, dan een klein beetje jiele worden, dit is werkelijk niet wat damit. So ja, baby's zijn geboren met zo weinig vitamine K, aber du is eigenlijk een oorzaak voor. En
wat der Körper dann zum sein dat Baby naturale Vitamin K abzubühen. But dat Baby 8 Jahre alt ist, als dat Vitamin K so hoch als wat dat normal soll sein. Und das kommt her von der ersten Milch, die die Mom hat. So das ist, warum das so sehr wichtig ist, dass einer sein Baby Brustfördern hat. Wenn es den Milch, den Körper hat den Baby gemerkt, den Körper wird krank, like was den Baby nur die Geburt fehlen hat. Und das ist alle hier connected. So like, sein Körper hat die Schwangerschaftshormone und dann, wenn der Geburtspunkt natural anfängt, das ist, wo das dann übergehen hat, like, dass du hast Geburtshormone und dann nur das, switcht den Körper futz eben nur die Hormone, die anfangen, Milch zu merken. So du fängst dann an, direkt den Milch zu merken, wo dein Baby fehlt. Und wenn du mal hast, den Baby brauchst du geben, und wenn du willst, like, pumpen, dass du den Milch sein kannst, der erste Milch ist sehr dunkel jiele. Das ist nur das Hügel von Apelsinen. Das für jiele dort ist, und das ist aber das ist like Liquido von Gold. Und das ist, wenn der Milch so sehr jiele ist, das hat sehr, sehr hoch Vitamin B, aber das ist like, das ist Charakter, was dein Baby fehlt. Und wenn ein Baby geboren wird, der Mehl ist sehr clean. Like, das ist ein kleiner Bolivia, das muss penas, wie viel das Baby fehlt. So in Deutschland früher ist die Glauben, like, wenn so diet normal so 3 Jahre, aber einer, like, wo sehr viel Milch haben, so die Glauben dann, like, Anfang so mal ein Baby mit der Buttermilch geben, wenn sie hat nicht genug Milch. Und das ist ähnlich, was dort nicht fehlt. Den Baby, das fehlt nur so ein ganz kleines bisschen Milch, und dort ist, was die erste Milch ist. Ich will hier in, wo Bilder handeln, um zu wissen, like, der Unterschied von Klee, bei der Milch ändern wird. So ja, dort ist die Brustmalkj von mein zweites Baby hat. Das ist like von am Anfang, wie die Milch ist. Das ist so dunkel jiele und dort verändert dann dort jetzt immer eine ganz normale Bitte Milch. Und es dort ist dort immer, wenn er sein Baby fördern wird, die Milch, der ändert immer. Wenn es sein Nippel dort hat Wort läajch ist, das ist ein Wort läajch, wo die Milch rückkommt. Und dann sind auch Wort läajch, wo das Baby ein Jahr dort jetzt an den Körper nennt. Und das kann den Körper sein, wo den Baby fehlt. So muss sagen, wenn den Baby wird sein, baden krank werden, für das Baby eben wird Fiber haben, den Körper weiter auch. Wenn es like, dort kann dort an dort Jahr anworden, und dann fängt den Körper an, seine Milch zu merken, um das Baby mal jene Stunde geben, um das Haut jene Stunde zu haben. Und das ist auch die Milch, was du so sagst, jiele ist, den Baby, like, dort darf man ein Teilöffel Milch haben, und dort ist so sehr voll von, like, Vitamin. So, like, dort ist nicht nötig, das Baby der Vitamin K-Spritz zu geben, wenn es diese jiele Milch, der hat sehr hoch Vitamin K ban, und dort ist, like, wo das Baby halten wird, dort bei den 8. Tag, dann hat das auch so viel Vitamin K, als wo das eigentlich fehlen wird. So, warum wollen Doktor immer so jeden dem Baby das Vitamin K geben? Die glauben, dass du erst nicht vorfährst, dass dein Baby wird kann bleiben, like, körperlich vom Bahn bleiben, und dann wird kann sterben. Und du hast, like, eine ganz kleine Möglichkeit von, das ist, like, 0,001% Chance, dass das wird kann zu dem Baby werden. Das ist das, wenn du willst, ein Baby von jeder 100.000 Babys wird kann das passieren. Aber das normal, das passiert nicht, das früh ist, like, was du gesund sind und was du gesunde Babys hast. Das muss sein normal, wenn das passieren wird, das ist von der Früh, was auf Dinge in ihrer Schwangerschaft eingenommen, das ist Perlen oder Medizin oder irgendwas Drogas. Dinge, die du nicht soll nehmen in der Schwangerschaft. Wenn du das tun lässt, dort darf dort, du wirst kann, like, dort wird kann zu dem Baby passieren. Aber even dann, like, dort ist mal 0,001% Chance, dass dort werden kann. So ja, du hast nicht eine große Gefahr, dass dort eben wird kann passieren zu dem Baby, dass dort wird bleiben, dass dort wird der Vitamin K-Spritz haben, aber eben wenn du das Baby das der Vitamin K-Spritz geben, so ist es sein, dass das nicht die wirkliche Vitamin K und das Baby ein Körper prüft, ob es filtern. Und wenn du dem Baby Brostmalkj geben das, bei den 8. Tag, dort hast du hoch Vitamin K aus, was dort fehlt. So ja, das Baby ist geboren mit Vitamin K, aber das ist auch nicht ein Fehler. Dort fehlt das Vitamin K, dort Blut kann alle Trick an das Baby nachschälen, nur die Geburt. So, was ich mal denken, da ist es like, wenn alle Babys mit Vitamin K geboren werden, da wird meistens Leute, dass Menschen glauben, dass Gott hat mit einem Fehler gemerkt. Und das ist aber nicht so, like, das ist eine Ursache für warum du Vitamin K ist. Und dann hat Gott auch eine Erlösung für gemerkt. Und dort tut es erst in der Früh in der Brustmalkj, die dunkeljiele Milch, die einer am Anfang hat, die hat so viel Vitamin K. Und dort tut es erst, um das Baby natural Vitamin K wieder frisch nachbrühen. Und dann will ich bloß noch sagen, das ist, warum dort wichtig ist, dass einer den nowel baunt nicht der Fuß aufschnieden nur die Geburt. Wenn es so sein wird, in Deutschland dort Blut erst an der Plazenta bin, und besonders auch, wenn das Baby durch den Geburtskanal kommt,
een deel van dat bloed dat direct krijgt aan de placenta aan. En dit is waarom dat dan wichtig is, niet den Bornfuß aufschneiden. Een deel mensen blijven like, bloß wachten, waar dat abgeht met pulsen, aber du sind ook een deel Cellulas an den Bondbahn. En deze Cellulas is juist om den Baby ook houden repairen. Dus het moet zijn, wanneer een baby wordt niet genoeg like, bone marrow, dus dat je laber je wat aan de knaakjesbaan is, like, de knaak is je like, in wat de knaken en dan doe en een maat is wat noodsbaan. Wanneer een baby wordt geboren like, met niet genoeg noods, of je doet like, dat er wat veel dat, deze Cellulas wat aan den Nuvelbond zijn, die zijn zeer gezond. Die kan like aan een baby aankomen en dat helpt dat die baby opbouwen. Of even like wanneer een baby wordt wat warm is, waar we maar zijn, wanneer het wordt vol aan de geboorte of zo wat er her. Deze Cellulas, dat helpt dat baby zeer goed zich repairen. Like, dit zijn zeer gezonde Cellulas wat dat zijn. En dat is ook nog een gezegd waarom du läajch vitamine K is, wens dat maar alle dan zijn, dat het like, de schwindelsmelig kan krijgen en dat baby aanschelen. En dat is waarom dat het goed is, niet de nowel voet afsnijden. Like, zo lang wachten als mogelijk. Ik like dat wens even een halve stunde te aanloten, weil dat is niet te lang wat du kannst aanloten, je langer je beter. Wens du was te veel als mogelijk van aan de placenta en aan de nowelbond zal gaan krijgen aan die baby aanschelen, zo dat die baby like, de beste mogelijkheid heeft om boezig stort worden nu de geboorte. Want baby's zijn zo klein en die zijn zo zwak, like, die fehlt dat. So, ja, het is wichtig, like, de nowelbond zo lang als mogelijk aanloten en die baby die zou jiele brostmalkj geven, zodat ze kan naturaal de vitamine K opbouwen.